Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Himmelwärts online. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Kindergottesdienst und ich würde sagen, wir starten doch gerade mit Lobpreis, wo wir Gott anbeten wollen. Weg von mir und hin zu dir. Mein Blick ruht auf dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Und zieh mich her, näher zu dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Und zieh mich her, näher zu dir. Sag du mir, was wichtig ist. Lass mich erkennen, wie du wirklich bist. Ich streck mich aus nach deiner Hand. Ich höre nur dir. Ich schau auf dich, nur auf dich. Zieh mich her, näher zu dir. Ich schau auf dich. Hey, ich tue gerade noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, du bist alles, was wir brauchen. Danke, dass du uns all das gibst, was wir jeden Tag brauchen. Wir lieben dich und wir wollen dich anbeten. Amen. Hey, das nächste Lied, das wir zusammen singen, das kennt ihr auch schon. Das haben wir auch schon miteinander gesungen in einem Online-Video. Und zwar heisst das «Deine Liebe».
Ihr könnt doch einfach gerade nochmal aufstehen, wenn ihr wieder abgesessen sind. Und dann singen wir gerade miteinander das Lied singen. Unverständlich wie eine neue Sprache. Und mein Herz versteht sie doch. Unaufhörbar wie ein Wasserfall. Und mein Leben wird nie zu voll. Du bist Liebe, nichts kann mich trennen. Durch Jesus hast du Liebe gezeigt. Deine Liebe hört nie auf, sie bleibt bestehen. Deine Liebe geht nie auf, sie ist immer da. Deine Liebe, sie kann nicht anders. Deine Liebe, sie liebt und liebt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Unvergänglich wie ein Diamant und gemacht für die Ewigkeit. Unvergleichlich wie ein Unikat und für die ganze Welt. Du bist Liebe, nichts kann mich trennen. Durch Jesus hast du Liebe gezeigt. Deine Liebe hört nie auf, sie bleibt bestehen. Deine Liebe geht nie auf, sie ist immer da. Deine Liebe, sie kann nicht anders. Deine Liebe, sie liebt und liebt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du bist Liebe, nichts kann mich trennen. Durch Jesus hast du Liebe gezeigt. Du bist Liebe, nichts kann mich trennen. Durch Jesus hast du Liebe gezeigt. Deine Liebe hört nie auf, sie bleibt bestehen. Deine Liebe geht nie auf, sie ist immer da. Deine Liebe, sie kann nicht anders. Deine Liebe, sie liebt und liebt. Deine Liebe hört nie auf, sie bleibt bestehen. Deine Liebe geht nie auf, sie ist immer da. Deine Liebe, sie kann nicht anders. Deine Liebe, sie liebt und liebt. Oh, 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 oh. Oh, oh. Komm, Kinder, lass uns noch eine Stunde zum Schluss vom Lied. Hey, und jetzt dürft ihr es euch gerade wieder mega bequem und gemütlich machen. Und dann hören wir nämlich eine mega coole Geschichte. Viel Spass dabei. Houston, contact with a test. 1, 2, 3. Da im Weltall hat es ja wahrscheinlich kein Corona. Ich glaube, da können wir ohne Maske sein, oder? Ja, das ist gut, da braucht es keinen. Also, aber wo sind wir überhaupt? Also, es sieht mega aus wie der Mond, oder? Celine, aber wir sind ja eigentlich nicht die Mondexpedition. Das haben wir ja schon vor Jahren gemacht. Wir haben auf dem Mars. Wo sind wir? Bist du sicher, dass wir den richtigen angenommen haben? Hast du die falsche Abzweigung genommen auf der Milchstraße? Ich habe gemeint, ich hätte die richtige Ausfahrt genommen. Also irgendwie ist es falsch. Wir haben den falschen Weg genommen, wir haben uns verfahren. Was machen wir jetzt? Ich glaube, also ich habe keine Ahnung, wo der Weg durchgeht. Ich glaube, wir müssen auf der Erde nachfragen, ob sie den Weg zum Mars kennen. Irgendjemand muss uns jetzt sagen, was durchgeht. Also irgendjemand muss uns den Weg sagen.
Die Astronauten vorher, die haben ja überhaupt keine Ahnung gehabt, welchen Weg sie nehmen müssen. Sie haben völlig den falschen Weg genommen und sind dann am falschen Ort gelandet. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr neu mit durchgelaufen sind, dann sind ihr an eine Kreuzung gekommen und habt überhaupt keine Ahnung gehabt, welche Abzweigung ihr sollt nehmen? Ihr habt nicht gewusst, welchen Weg ihr sollt nehmen. Habt ihr gewusst, auch der Jünger von Jesus ist es mal so gegangen. Weil Jesus hat seinen Jüngern erzählt, dass er später wieder zurück zu seinem Vater, zurück zu Gott wird gehen in den Himmel. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, hey, ihr wisst ja, wo ich hingehe und ihr kennt ja den Weg dort hin. Aber seine Jünger haben keine Ahnung gehabt. Seine Jünger haben ihm gesagt, Jesus, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wir kennen auch nicht den Weg dort hin. Was ist der Weg? Und die Antwort von Jesus ist mega cool. Die steht im Johannes 14, Vers 6. Jesus hat seinen Jüngern geantwortet, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus ist also der Weg. Jesus hat da 3 Sachen gesagt, was er ist. Dass er der Weg ist, dass er die Wahrheit ist und das Leben. Also zuerst mal der Weg. Jesus hat damit gesagt, dass er die einzige Möglichkeit ist, zu Gott, dem Vater, zu kommen. Er ist der einzige Weg zu Gott. Er hat gesagt, er ist die Wahrheit. Es gibt ja Lüge und Wahrheit. Wenn ein Mensch lügt, dann wissen wir nicht, was stimmt, was er sagt. Dann wissen wir nicht, können wir ihm glauben oder nicht. Und Jesus sagt da nicht nur, dass er die Wahrheit sagt, er sagt sogar, dass er die Wahrheit ist. Also wir dürfen wissen, alles, was Jesus gemacht hat und was er gesagt hat, ist wahr und verlässlich. Wir können Gott ja nicht sehen, aber durch Jesus können wir sehen, wie Gott ist. Und wir dürfen wissen, Jesus ist die Wahrheit. Was er sagt und macht, das stimmt wirklich. Wir können ihm voll und ganz vertrauen. Das sagt Jesus da. Und Jesus sagt auch, er ist das Leben. Und das bedeutet, dass Jesus nicht nur uns Leben hier auf der Erde gibt, solange wir hier leben, sondern er gibt uns auch das ewige Leben. Wir dürfen für immer mit Gott im Himmel sein. Und das Ganze klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen schwierig zu verstehen. Also ich finde es auch nicht so einfach zu verstehen, was bedeutet es denn jetzt, dass Jesus der Weg zum Vater ist und dass er uns ewig Leben gibt. Und darum basteln wir heute etwas basteln, das euch dabei helfen wird. Und ich habe das Bastelte gerade dabei und erkläre euch jetzt die Bedeutung und dann könnt ihr es nachher selber basteln. Und zwar basteln wir heute ein Armbändeli. Und das Armbändeli, das hat 5 Perlen dran, alle in einer anderen Farbe. Und zwar habe ich euch ja zuerst erzählt, wo Jesus sagt, er ist das Leben, dass wir das ewige Leben dürfen haben bei Gott im Himmel. Habt ihr gewusst, in der Bibel steht, dass der Himmel, dort wo wir dann mal sein dürfen nach unserem Tod, der ist ein mega cooler Ort. Es steht, dass die Stadt aus Gold ist und die Stadtmauer ist aus Diamanten. Es steht, dass es gar keine Sonne braucht, weil Gott selber ist in dieser Stadt und er erleuchtet die ganze Stadt. Der Himmel ist ein perfekter und herrlicher Ort. Und für das steht die gelbe Perle. Wenn ihr auch eine goldene Perle habt, dann könnt ihr auch Gold nehmen. Ich habe jetzt einfach Geld genommen. Die erste Perle steht für den Himmel, wo ein mega schöner und mega cooler Ort ist. Wo wir dürfen für immer und ewig mit Gott zusammen sein, der uns so fest liebt. Hey, das ist so ein cooler Ort, aber es gibt leider ein riesengroßes Problem. Das Problem ist, wie ich gesagt habe, der Himmel ist perfekt. Der Himmel ist so wundervoll. Aber wir Menschen, wir sind nicht perfekt. Und jetzt ist die Frage, wie können wir unperfekten Menschen in den perfekten Himmel kommen? Und die zweite Perle, die ist schwarz. Und das Problem ist, dass wir Menschen eben nicht perfekt sind und wir sündigen. Und die Bibel sagt mir, die Menschen Sünde machen, falsche Sachen machen und das bedeutet, wir sind Gott ungehorsam. Wisst ihr, am Anfang der Bibel steht, wie Gott die Menschen geschaffen hat. Er hat Adam und Eva gemacht. Und die waren in einem wunderschönen Garten und sie haben mega viele Sachen machen und Gott hat ihnen aber auch gesagt, was sie nicht machen dürfen. Und Adam und Eva haben aber genau das gemacht, was sie nicht machen dürfen. Sie sind Gott ungehorsam gewesen. Und dann mussten sie diesen wunderschönen Garten verlassen und sind getrennt von Gott. Und so ist die Sünde in die Welt gekommen.
Und seitdem tun wir Menschen, alle Menschen, immer wieder Sachen machen, die Gott nicht gefallen. Wir sind Gott ungehorsam. Wir denken vielleicht etwas Gemeins jemand anderem gegenüber. Wir lügen vielleicht mal, vielleicht wir mal stehlen. Das ist das Problem von uns Menschen, dass wir sündigen. Und für das steht die schwarze Perle. Die nächste Perle ist rot. Und zwar haben ihr vielleicht alle schon mal davon gehört, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und auf dieser Welt gelebt hat. Und Jesus, müsst ihr wissen, ist gleichzeitig Gott und Mensch gewesen. Und Jesus hat nie etwas Falsches gemacht. Er war nie Gott ungehorsam gewesen. Er hat nie gelogen, er hat nie gestohlen, er war nie gemein gewesen. Er hat nie gesündigt und nichts falsch gemacht. Und darum ist Jesus die einzige Person, die für unsere Sünden sterben konnte. Wir Menschen sind Gott ungehorsam gewesen und die Sünde muss leider bestraft werden. Und Jesus ist die einzige Person, die diese Strafe tragen konnte. Und für das steht die rote Perle, nämlich für das Blut von Jesus, das vergossen worden ist, wo er am Kreuz gestorben ist. Und weil Jesus die Schuld von uns getragen hat, vergibt er uns alle unsere Fehler, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Und das ist die weiße Perle, die nächste. Weil Jesus ist zwar gestorben am Kreuz, aber er ist nicht am Kreuz hängen geblieben und er ist auch nicht im Grab geblieben, sondern er ist wieder auferstanden. Und darum dürfen wir wissen, dass Gott uns unsere Fehler wirklich vergibt, weil Jesus unsere Fehler getragen hat. Jesus macht uns wieder so rein und weiss wie die weiße Perle. Und für das steht die weiße Perle. Und die nächste Perle ist grün. Und zwar Pflanzen, die grün sind und auch andere Pflanzen, die wachsen. Zum Beispiel Gras wachsen, Bäume wachsen, Blumen wachsen. Und so steht auch die grüne Perle für Wachstum. Und zwar schon jetzt hier auf der Erde, wenn wir noch nicht ganz mit Gott zusammenleben, können wir schon mit Gott leben und wir dürfen im Glauben wachsen. Das heisst, wir dürfen Gott immer wie besser kennenlernen, wir dürfen herausfinden, wie wir leben können, dass es Gott gefällt. Und jetzt haben wir ja gesagt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Jesus kann uns, wie wir gesehen haben, wieder so rein machen wie die weiße Perle. Und für das müssen wir einfach etwas ganz Einfaches machen. Und zwar steht in der Bibel, wir müssen daran glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus für unsere Fehler gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, dass wenn wir Gott um Vergebung für unsere Fehler bitten, dann vergibt er unsere Fehler. Das ist so mega cool. Also, wir müssen einfach Gott sagen, wie leid uns unsere Fehler tun, dass es uns leid tut, dass wir einmal gemein sind zu anderen, dass wir Gott ungehorsam sind und dann vergibt Gott uns unsere Fehler. Hey, und dann dürfen wir wissen, dass wir mal im Himmel dürfen sein. Die gelbe Perle, wir dürfen mal an den Ort kommen, wo so wundervoll und so mega, mega schön ist. Hey, und wenn ihr das noch nie gebetet habt und noch nie Jesus gesagt habt, dann könnt ihr das zum Beispiel gerade mit euren Eltern zusammen machen oder mit Freunden. Also jetzt haben wir gehört, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Und mit dem Armbändeli können wir uns immer daran erinnern, was dann die 5 Sachen genau sind und was wir machen können, dass wir mit Gott die Gemeinschaft haben. Und wenn du möchtest, dann zeige ich dir jetzt gerade, wie du so ein Armbändeli ganz einfach basteln kannst. Du musst einfach dranbleiben und dann siehst du, wie wir das basteln können. Viel Spass dabei! Vorher in der Geschichte habe ich euch ja erklärt, was die einzelnen Farben der Perlen bei dem Armband bedeuten. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man das Armband machen kann und den Verschluss machen kann, wie ihr es ganz einfach an- und abziehen könnt, ohne dass ihr immer einen Knopf machen müsst. Und zwar mit diesen beiden Knöpfen könnt ihr es ganz einfach so auseinanderziehen und dann wird das Armband enger und wieder zusammen machen und nachher wird das Armband wieder grösser. Und für das nehmt ihr am besten einfach eine Schnur. Wenn ihr habt, könnt ihr eine Lederschnur nehmen. Oder das ist jetzt einfach ein bisschen eine festere. Mit einer Wollschnur geht der Knopf dann einfach nicht so gut. Aber ihr könnt natürlich auch eine Wollschnur nehmen. Dann könnt ihr die einzelnen Perlen nacheinander auffädeln. Und zuerst habe ich noch einen Knopf drin gemacht, dass die Perlen dann auch in der Mitte bleiben und nicht immer hin und her fahren. Zuerst könnt ihr die gelbe Perle auffädeln, die ja für den Himmel steht, wo wir mal sein dürfen. Dann die schwarze Perle, die dafür steht, dass wir Menschen sündigen. Die rote Perle,
wo dafür steht, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Die weiße Perle, die dafür steht, dass Jesus uns vergibt und uns rein macht. Und die grüne Perle, die dafür steht, dass wir im Glauben wachsen können. Und jetzt könnt ihr hier auf der anderen Seite neben der grünen Perle wieder einen Knopf reinmachen. Und dann zeige ich euch jetzt, wie wir einen speziellen Verschluss machen können. Ihr könnt es natürlich auch einfach so anlegen oder ihr könnt jetzt hier so eine Schlaufe machen, dass beide Enden zusammen sind und dann schaut ihr, dass ein Ende so da hinten ist und das andere schaut da gegen rechts und ist vorne. Und jetzt könnt ihr mit dem Ende einmal unten durchschleifen und dann so da einen Knopf machen. So. Und das ist jetzt schon der erste Knopf. Und für den zweiten müsst ihr es jetzt drehen und dann wieder mit dem Ende einmal unten durchschleifen. Und dann könnt ihr ganz einfach da wieder einen Knopf drin machen. So, und jetzt habt ihr schon die beiden Knöpfe für den Verschluss, wo ihr das ganz einfach so grösser machen und wieder kleiner. Zuerst könnt ihr natürlich noch die Länge des Fadens ein bisschen abmessen und schauen, wie gross das es etwa müsste sein, dass es nachher nicht viel zu gross ist. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spass beim Basteln und beim Tragen von dem Armband. Diese Woche haben wir ein ganz spezielles Spiel, eigentlich Aktivität für die ganze Familie parat für euch. Es ist ein digitaler Postenlauf. Also ihr werdet euch als ganze Familie miteinander auf den Weg machen und einen schwierigen Posten nach dem anderen als Familie miteinander lösen. Dort drinnen werdet ihr Fragen haben aus der Lektion, aus der Geschichte heute Morgen. Und ich glaube, ihr werdet ganz viel Spass haben miteinander. Was ihr machen müsst, ist eine App herunterladen. Das App heisst Action Bound. Wir haben einen QR-Code für euch eingeblendet. Tönt doch den schnell scannen und tönt das App Action Bound herunterladen. Und mit dem App könnt ihr nachher als ganze Familie in den Kreuzpunkt zu der grünen Tür gehen. Und dort hat es einen QR-Code, den ihr scannen könnt. Ihr könnt den Postenlauf machen, wenn immer es euch gerade ins Programm passt, wenn es Aufgabe für euch. Es wird ca. eine Stunde, anderthalb so gehen. Also ihr müsst euch schon ein bisschen parat machen für etwas. Und wir glauben, ihr werdet ganz viel Spass haben damit. Das ist das Game, das wir heute für euch vorbereitet haben. Ihr dürft euch alle miteinander auf den Weg machen. Viel Spass und wir sehen uns bald wieder. Ciao zusammen. Liebe Eltern, wir haben heute die Einheit gehabt, ich bin der Weg. Und ich genieße es immer noch, ein paar Worte an euch zu richten, um zu probieren, Hilfestellungen zu geben. Und wir haben es heute gehabt, in der Einheit über «Ich bin der Weg». Sprich, wann kann ein Kind sein Leben Jesus übergeben? Und ich möchte ganz kurz ein paar Sätze zu dem sagen. Ich glaube, Kinder sind so ab dem Alter von 3 Jahren fähig, zum ersten Mal zu verstehen, wer Jesus überhaupt könnte sein. Sie sind bereit oder verstandesfähig, das Evangelium anzunehmen und das Gebet zu sprechen ab dem Alter von 3 bis 4 Jahren. Also wenn dein Kind mal so alt ist, das sind so die ersten Momente, wo du über den Glauben mit deinem Kind auf einer einfachen Ebene reden und das Evangelium erklären. Und klar, je älter das Kind wird, desto mehr Verständnis kommt dazu und desto anders können sie auch Jesus wahrnehmen und verstehen, wer Jesus wirklich ist. Und das ist ja eine Reise, die hört nie auf, gell? Jesus erfassen, sind wir ja noch dran, ist etwas, das nie aufhört, faszinierend zu sein, Jesus erkennen. Für all die Eltern, die das mehr interessiert, die das gerne vertiefen möchten, Phasen, da gibt es ganze Theorien dazu. Ich kann euch ganz gut empfehlen, Orange Leben. Das ist eine Internetseite, orangeleben.ch. Auf die könnt ihr gehen und dort hat es viele Ressourcen für Familien. Also wenn du noch mehr haben als die kurzen Videos, die ich mache, dort kannst du dich austoben und es gibt dort auch die Erklärungen zu diesen Phasen, wenn du möchtest wissen, in welcher Phase befindet sich eigentlich mein Kind und auf welchem Level kann ich mit meinem Kind über Glauben reden, dann kann ich das für euch empfehlen. Insofern wünsche ich euch jetzt einen gesegneten Sonntag und ich hoffe, ihr habt Zeit, könnt euch einplanen, um das Actionband miteinander zu machen. Das sind geniale Möglichkeiten, um nochmal über die Perlen reden. Vielleicht habt ihr ja das Armkettchen schon gebastelt und dann könnt ihr die Perlen nochmal mit eurem Kind durchrepetieren, ein paar simple Fragen stellen und schauen, ob euer Kind vielleicht so weit ist, bereit ist, um ein Gebet zu sprechen und sein Leben Jesus übergeben. Insofern sind gesegnet und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.